Herzlich willkommen, liebe Leute. Meine Sendung heißt zwar Blick auf Europa, aber ich komme noch nicht ernst, das kann für einen Blick auf die amerikanische Präsidentschaftswahlen zu gehen. Es sind genau 24 Stunden hier, wie die Sendung noch abgeholt ist, nach dem Resultat, wo ihr alle gut wisst, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Und was ich ehrlich gesagt bedauern, weil das für mich ein unberechenbarer Mensch, den eine ganze Partie Aussagen gemacht hat, den sich selber dummer diskreditiert hat, Aussagen, die zum Teil extrem rassistisch sind, sexistisch, ganz gefährlich Aussagen, die er gemacht hat. Und dafür bedauere ich das. Da könnt ihr natürlich eine Analyse machen, für was dazu kommen. Also ich meine, da der Länge wahrscheinlich eine Sendung füllen. Ich habe mir vorgestellt, dass geht sowieso noch die nächste überall kommentiert, das schon am Vierfeld doch kommentiert gehen. Und ich wollte eigentlich noch vier gucken. Ich meine, ich wollte ein bisschen analysieren, was denn die letzte Zeit von Aussagen gemacht hat und dann noch gucken, wie das an uns allgemein an uns internationale Situationen passt, und wie es noch vier geht. Hin ist ein unberechenbarer Mensch, das habe ich schon gesagt. Und dafür muss ich noch gucken, der Wahlkampf mit all den Außen, das eng sagt, an der Lo, wo am Gang ist, wo der Präsident ist, wo am Gang ist, eine Equipe rundherum sich zu bilden. Da muss ich gucken, wirklich, was den Willis hat, was den anhält von den Versprechen, die er gemacht hat. Und da stellen sich eine ganze Partie Fragen. Eng froh ist natürlich die Situation, die sie die Amerikaner mit der mexikanischen Grenze, wo ja eine große Mauer abrichten, wo Chemie wollte von den Mexikanern anlassen, die Handelsbeziehungen mit Mexiko ganz stark in der Lupole ganz stark einschränken, dass sie sagen, da muss ich gucken, wie es weitergeht. Der Klimaakkord, den COP21, Klimaakkord, den wir fanden für einen guten halben Jahr, den lo Kraft getreten als Ugangs November, der will die Jahre abkönnen. Da will den Nukleardeal, den die Amerikaner mit den Iranern fanden, will den abkönnen, will zumindest mal neu verhandeln. Das heißt, das sind so Sachen, wo es ganz gefährlich ist, weil dort an der Welt sind da aber groß Aufkommen, die wir alle gut wo wir alle gut in der Hand stehen, die wir gefeiert tun. Und ich meine, das wäre eine ganz kritische Situation, wenn ein Lorem in der Freckel geht. Eine Situation, die auch unberechenbar oder wo hier unberechenbar ist, das ist am Nahen Osten. Ihr wisst, dass die Amerikaner ganz stark Israel unterstützen. Aber wie geht es auf hier? Und da hat kein klare Aussage gemacht. Wir haben auch gesagt, die AfD-Politik nicht mehr weiter verfolgen, die die Amerikaner da gemacht haben. Dann natürlich auch die Visa-Politik. Das heißt, hier will eigentlich Visa, die relativ große Freiheit, die die Amerikaner haben, will hier einschränken. Und vor allem will keine Moslems mehr anlassen. Wo da gefragt ging, dass man das steht aber auf Verfassungsbruch, das war für hier kein Problem. Nur hat hier gesagt, da muss man die Verfassung eben ändern. Also das sind alles ganz, ganz kritische Sachen. Auch wie das Verhältnis mit Russland ist, obschon sich da relativ auf Favor von Wladimir Putin geäußert hat, wo noch dem Putin seine Syrienpolitik, seinen Syrienkrieg unterstützt, alles das ist ganz gefährlich. Und auch das Verhältnis mit Europa, verschiedene Frieden natürlich, wenn ihr seht, den TTIP ist gestorben, Freihandelsaufkommen, es wird am Gang als verhandelt zu gehen, geht dabei ausgelöst, geht nämlich weitergedriven. Es geht auch relativ protektionistisch für die Amerikaner. Und da muss ich noch gucken, wie das geht. Verhältnis mit Europa, wie gesagt, könnt auch auf den Prüfstand an, das ist auch eine ganz kritische Geschichte. Aber an der Innenpolitik, amerikanische Innenpolitik, da hat eigentlich eine von den ganz großen Errungenschaften von der Präsidentschaft von Barack Obama, die Obamacare, das heißt die Gesundheitsversicherung, die wollten wir aufschaffen, zumindest liberalisieren, zumindest einen ganz neuen Weg gehen. Auch das war von den ganz großen Punkten von Barack Obama seiner Politik. Das auf den Prüfstand zu stellen, wäre auch an der Sozialpolitik ein großer Schritt noch hin. Dann wollten Steuern aufsetzen für die Betriebe, und zwar drastisch, für 35 auf 15%. Und da seht ihr, wenn ihr gefragt wird, wo das Geld so soll herkommen, da seht ihr carrément, da muss man Budget kürzen, und zwar am Environnement, an der Education. Also das sind auch ganz wichtige Eckpunkte von einer Budgetpolitik. Aber wenn ihr darüber kürzen geht, das ist am Ende der falsche Weg. Wie gesagt, ob es rassistisch und sexistisch Aussagen hatte ich schon am Anfang hingewiesen.
das natürlich so, dat man lo de Mann den Hummer den ass gewählt gin, an man muss mat dem ëmgoen an der si oder die eich Bestrewungen noch schon fir in Europa, Amerika somme anzurufen, Relationen mat China, Gitfreen probéiert Lommer sech run ze herchte fir ze kucken, wat ass wirklich wat mechte lo wirklich vu Politik, a wat waren am Fong relativ groß Ukennjungen an engem Wahlkampf, wo eigentlich auch bewusst provokant war, wo eigentlich auch bewusst iwwer Ziel rausgeschoss wird. Gott sei Dank kann net länger regieren, aber ich muss auch so an den zwei Chamberen der am Kongress huet den och eng groß Majorität, sodat den Äwer kann relativ viel bewegen an dat ass Appes, wann du keine Opposition könnt, dann ass de Mënsch den unberechenbar ass an den man kap durch Mauer werd goen. An dat ass eng Situation, die mir persönlich Angst mischt, an die is och an Europa muss Angst machen, wann ihr seit, wat fir Leiit dat Team direkt gratuléiert hun. Dat Marine Le Pen, dat der Farage gewircht aus Großbritannien, dat de Gerd Wilders gewircht, dat sie Leiit Österreich, dat sie Leiit an noch Länder, die eigentlich auch op de Weg gin, fir eng Politik ze machen, eng Aufschottungspolitik, eng relativ nationalistisch Politik, eng zum Deel groß rassistisch, xenophob Politik, an der das wie gesagt e große Schritt an Europa, den sich dort deet, an dem man auch Angst mischt für die Großwahlen, die man 2017 an 2018 sowohl auf Frankreich, Deutschland wie aber auch sonst immer 400 Stunden hun. Ein zweite Wolle, den ich kurz ausschneiden, das ist die Situation, die wir im Moment haben mit der Türkei. Das heißt die Europäische Union mit der Türkei. Ihr wisst, dass seit 2005 Beitrittsverhandlungen laufen, die natürlich ein Zeitchen auch wohlwollend von uns alle gute Gesiege sind. Ich war selber zweimal mit einer Delegation op Ankara, wo man dann noch gesot kriegt hun vun den Organisationen, vun denen ONG, vun de Gewerkschaften, vun de Journalistenverbänden erhalt nimmen um Gotteswillen net op mat den Verhandlungen, weil dat geht an die gut Richtung. Leider ass dem die Lächt pu Main net mit de Fall, Dir wisst dat wir haben immer von einem jungen Staat geschwärzt, von einem ganz dynamischen Staat, die wirtschaftlich gut abgestellt waren, an die Löser wollten, die westlich-demokratisch Werte, die wir wollen, den Erdogan ist am Gang, das alles futti zu machen. Der wisst aus den Medien, aus den Nachrichten, die Situation, die im Moment da ist, die mit dem Putsch nach viel mehr schlimm gesehen, das hier werft Leute von der Opposition carrément an Untersuchungshaft, Journalisten gehen verfolgt, Zeitungen gehen zugemacht, Medien insgesamt gehen diskriminiert an zugemacht. Das ist eine Situation, wo eigentlich die rechtsstaatlichen Prinzipien, die wir haben, komplett über den Kopf geworfen gehen, komplett mit Face gestoßen gehen. Die Kommission möchte alle Jahre als Bericht zu der Situation, wie dann den Ländern führen geht, nicht nur die Türkei, sondern all die Beitrittsländer. Die Türkei ist etwas, das uns am meisten interessiert. Einerseits haben wir den Flüchtlingsdeal mit ihnen, wo wir mit ihnen eine Politik machen, wo wir mit ihnen verstrickt sind, wo wir praktisch auf sie angewiesen sind. Einerseits kann ihn das aber nicht gut heißen, was da im Moment geschieht. Das geht mit riesigen Schritt an eine Diktatur, Richtung Diktatur. Und das ist so, dass pure Mittel sich da abdrängen. Einerseits darstellen von den Beitrittsverhandlungen, was absolut eine Alternative ist zu der Politik, für zu sagen, hey, nee, so nicht. Einerseits aber auch Sanktionen, wo der den Außenminister Jean Asselborn hat ja die Sanktionen bei ins Spiel gebracht. Das ist vielleicht der Moment Nummer zu stark. Aber auf jeden Fall muss an allen Gremien, an allen Diskussionen, an allen Negoziationen muss auf die unhaltbare Situation an der Türkei hingewiesen gehen. Für mich persönlich ist es schon ganz, ganz krass. Und ich werde eigentlich nicht mehr drauf das Parlament Todesstrafe wird votieren und dann muss ich so, und da gibt es aber keine Möglichkeit mehr für das Land nach uns zu sehen als die Partner. Dat wie gesagt, Parlament ist zum Teil ein bisschen hin und her gehabt. Wir observieren die Situation ganz eng, ganz stark. Einerseits, wie schon gesagt, tun verschiedene Beitrittsverhandlungen stoppen. Es sind eigentlich da nicht direkt dafür, de facto leien sie sowieso auf Eis. Das geht ja sowieso nicht für uns. Mit den zwei Punkten, die mich im Moment nach
zurückhalen, für das offiziell zu fordern. Und das ist einerseits die Zypernfrage, wo wir im Moment in einer Situation sind, wo wir so einer Lesung so nah kommen sie wie noch nie. Das heißt, da geht all Moment darauf gewährt, dass da endlich ein Akkord gefunden wird an der Zypernfrage zwischen dem Norden, den von der Türkei dominiert wird, an dem Süden. Die Idee soll in nicht so klacken, wenn da wirklich einen Akkord kann finden. An einerseits sind effektiv auch die Oppositionellen, die an der Türkei so bricht die Verhandlungen nicht auf. Das ist aber trotzdem nach im Moyen für am Gespräch zu bleiben, auch wenn wir alle gut wissen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass sie de facto tot sind. Das heißt, die Verhandlungen die gehen nach gefordert, aber das aber nicht mehr die Energie an die Willen haben drin, für da, wie gesagt, etwas zu erreichen. Das meine ich von Hai, das heißt einerseits ein kleiner Kommentar zu den Wahlen, zu den Präsidentschaftswahlen in Amerika, andererseits der Rapport, den die Kommission vorgebracht hat über die Türkei, der ganz kritisch ist, der noch schon Reaktionen an der Türkei hervorgerufen hat. Das heißt, doch da sind den Erdogan persönlich noch nicht mehr seine Ministerin, sowohl den Innenminister wie auch den Verteidigungsminister haben sich schon zu Wort gemeldet und gesagt, da geht die Kommission über Ziele rausschießen. Ich persönlich bin nicht der Meinung, der Bericht ist ganz kritisch, der Bericht ist aber ganz richtig und ganz interessant. Und wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen am Montag nach ganz oft mit der Türkei müssen verhandeln, da müssen zusammenkommen. Aber wie gesagt, wenn die Todesstrafe sollte vom Parlament votiert gehen, das ist für mich persönlich und auch für ganz viele hier im Parlament eine rote Linie. Und ich meine, dann ist es de facto kein Partner mehr, mit dem wir zusammen arbeiten können. So, ich möchte Sie für das Nachgucken bis die nächste Woche.